Leef Jekke, hier kommen de News. Ja, Thema Stromkosten. Was muss ich da wieder lesen? Im Herbst wird es 10% teurer. Das ist einfach schade. Ich hatte mit deutlich mehr gerechnet. Schließlich wollen wir doch, dass die Stromkonzerne auch in den nächsten Jahren Milliarden Gewinne machen, oder? Ich finde, wir sollten nicht so viel motzen und die Elektrizitätswerke so gut es geht unterstützen. Und wenn es dann 20% Anstieg sind, dann ist es halt so. Früher war alles viel besser, oder? Da wird nur Strom, an oder aus. Jetzt müssen wir jedes Jahr bei der Rafzeng von Verifox und Check24 kontrollieren, ob wir nicht vielleicht auch ein paar Euro sparen können. Wollen wir uns schauen, wo die Entwicklung noch hinführt. Gucken wir mal ins Ausland. Irak. Bombenanschlag über Polizeihauptquartier. Dabei sind mindestens 30 Menschen umgekommen. Ein Selbstmordkommando von Bestusste hat versucht, das Gebäude zu stürmen. Eine andere von den Gelüchten hat sich im Auto noch selbst in der Luft gesprengt. Wer weiß, wofür das gut ist. Oder hey, USA. Miami Guys. Robert und Carmen mähen sich ein Hüschen. Ja, was soll ich dazu sagen? So löst sich doch Lever, oder? Jetzt haben die zwei für 33.000 € mit ein Hüschen am River in Miami klar gemacht. Dafür gibt es immerhin knapp 500 Quadratmeter Wohnfläche, ein Restaurant, Küche und jetzt eine Planche. Ja, muss man haben, oder? Ja, bei denen in der Flimmerkiste. DSDS, Berufssexist Polen, schlammt Sarah nieder, stund euer Schritte. Was ist denn da los? Leef Ecke. Ich frage euch, wie viele Staffeln von dem Driss wird denn noch ausgestrahlt? Die ersten 2-3 Staffeln haben ja noch Spaß gemacht. Ja, weil ich da gestern wieder sehe, als ich da rumgeknipst habe, das war wirklich schlimm. Da sitze jetzt 4 Jahre, der immer junge aale Sack mit der blonde Föhnfrisur, der kein Problem damit hat, in der Flimmerkiste junge Mädchen zu traktieren. Und uns der Show eine Art Privatpiepshow für sich mit. So wie gestern, als der 51-jährige Prolet eine 23-jährige Sarah als Partyschlampe aus Köln tituliert hat. Da fallen mir die Schuppe vom Kopf. Dann ob der andere Flank von der Theke, der polierte Schöne mit der defe Stimme, dem regelmäßig der Sabber aus dem Mund läuft, wenn da 17-jährig Mädchen auf der Bühne steht. Das in der kurteste Butz von der Requisite drin geschossen wird. In der Mitte die zwei, ja, was soll ich dazu sagen? Auch die wäre besser in Tokio geblieben und hätten sich im Hotel alles parat gemacht. Bei dem einen weiß man nicht so genau, ist es jetzt Fleisch oder Fisch. Es ist auf jeden Fall klar, dass die Beze überqualifiziert sind. Da gehört einfach zu viel, was tatsächlich mit der künstlerischen Darbietung zu tun hat. Und so wenig Kommentare zu Friseure, Hingersch, Brüst oder Bein. Also da müssen wir noch ein bisschen tricksen und lang kann man sich das nicht mehr antun. Kommen wir mal zum Wetter. Eins führe weg. Von Sonntagswetter können wir höchst nicht sparen. Viel Wolke, kein Sonne. Am Ring ist es schwer bedeckt. Die Sonne ist höchst so gut wie nie zu sehen. Die Temperaturen liegen am Tag bei 1 bis 4 Grad. Am Abend können vereinzelt Schneeflocken runterkommen. Dabei kühlt sich die Luft ob 3 bis 4 Grad ab. Nachts wird es leicht regnen, also geht besser nicht für die Tür. Das war es.